Februar 1848. Aus der ganz Europa kënnet zu Revolutionen. Dat sogenannte Volksfreijoer huet ugefangen. Das Resultat sind tiefgreifend Veränderungen. Der König von Holland, a Grand-Duc von Lützeburg, Willem II., reagiert auf diesen europäischen Kontext dann auf Liberalisierungsforderungen am Grand-Duché, schafft unter anderem Zensur auf. An einer neuen Konstitution gehen die wichtigsten Änderungen festgeschrieben. Den 23. März 1648, just 3 Tage nach der Deklaration von der Pressefreiheit, kündet dann der katholische Kreiser zur Gründung vom Lützeburger Wort, einer Verlegszeitung für alle Bürger, die damit als einzige Zeitung Lützeburg bald von seiner Unabhängigkeit aus begleiten. Kontinuierlich ging die Zeitungsproduktion an den nächsten Jahren rup. Sehr kommt Lützeburger Wort 6-mal die Woche raus. 1871 beispielsweise hat Wort schon 3000 Abonnenten, an dummer da mehr wie all die anderen Zeitungen zusammen. Gegen Ende vom 19. Jahrhundert war 12 von den Abonnenten durch schon auf 8000 herabgegangen. 1905 wurde sich der Betrieb an der heutigen Stadt der Origerstraße näher gelost. Die erste Linotyp-Setzmaschine war Dienst gestellt, ein entscheidender Schritt in Richtung leistungsfähige Streckerei, den, was Zeitungsgestaltung und noch Druckkapazität angeht, einer regelrechten Revolution gleichkommt. Die Lützeburger Wort hat anfangs gegen viel Widerstand kämpfen, aber wie 1914 den Ersten Weltkrieg ausgebrochen ist, war das nicht ernst. Zu Lützeburg hat die deutsche Besatzungsmacht zoen, a wie d'Wort gewot huet, deutschfreundliche Artikeln zu refusieren, gouf direkt mit der Reduzierung von den Papierzulieferungen reagiert. Die Zeitung verliert dadurch 8000 Abonnenten. (1939) Lützeburg feiert 100 Jahre Unabhängigkeit. Mat soll drauf für Sturm sein. Den 10. Mai 1940 ist die deutsche Wehrmacht marschiert. Über 4 Jahre lang sollte Grand-Duché durch Nazi-Deutschland besetzt bleiben. Die Volk hat gelitten. Meine Leute haben sich auch gewehrt. Auch eine Publizistenkrise. Die deutsche Reaktion: Verhaftung und Deportation. Unter anderem den demolischen Direktor vom Lützeburger Wort, Jean Origer, gerade wie der Redakteur Batti Esch kommen an der Gefangenschaft im Leben. Die Zeitung über dem gouf gleichgeschaltet und dummer zum nationalsozialistischen Propagandablatt. Bis 1944 hat der Koschmar gedauert. Den 10. September sind die alliierten Truppen angeregt und der Grand-Duché war frei. Sehr hat sich wiederholt an Zeitung hat Lützeburger umfassend über all die wichtigen international und nationalen Entwicklungen informiert. Anfangs der 50er Jahren lag die tägliche Oplage durch schon bei über 60.000 Zeitungen. An der Bourbonstraße am Stadter Garer Quartier gouf neu gebaut und es wurde in neue Technologien investiert. Immer mehr Arbeitsaufträge an der Druckerei goufen so automatisiert. Eine Ausnahme waren die Zeitungstiteln, die sind immer noch per Hand gesagt gehen. Viel Wert hat St. Paulus Druckerei auf die Arbeitskonditionen und die sozialen Akquisen von ihren Mitarbeitern gelöst. An diesem Bereich waren am Sektor zu allem Moment feierend. Die 70er und 80er Jahren haben zu immer mehr sehr technologischen Entwicklungen gefordert. Für allem 1978 soll sich für die St. Paulus Druckerei als Jahr vom Umbruch erweisen. Wichtige Neuerungen waren beispielsweise den ersten Feierfarbendruck und noch die Umstellung vom Blei auf den Fotosatz.
Da goufen 1978 och eng echt gros Offset-Rotationspress, gerade wie eng héich modern Anlag fir Zeitschriften a Prospekter ze drecken an Dingst stalt. Technologische Fortschritt verbonnen mat der Aweiung vun neue Gebäilechkeeten zu Gasbruch, do wo St. Paul Lützeburg nach Haut dohemers. 1979 wäret de Grand Duchamp, den sech die Fuschnei-Installationen ugekuckt huet. Lützeburger Wort kom mittlerweile op die beandruckende Oplag vun iwwer 80.000 Zeitungen den Dach, an huet dommer dat de positiven Trend konfirméiert, de mat senger Gründung ugefang hat. Neue Produkte kommen raus, wie beispielsweise Fernsehzeitschrift Teleekran. Doniert gouf Mitte nach Jahren an den Teletext investiert. Und dommer war auch dir zu den elektronischen Medien abgestoßen. Große Aufregung da gouf an der Nacht vom 27. op den 28. Juli 1985. Visé cette fois notre confrère de la presse écrite, Luxemburger Wort. Il était un peu plus de 23h30 hier, lorsqu'une bombe placée sous l'escalier de l'entrée principale a explosé. Die 7. Explosion an der Bommelier-Serie sorgt für solide Materialschutz und der Hauptentrée vom St. Paul Verwaltungsgebäude. Hauders wie 1840 immer nach Lützeburger Wort Flaggschiff vun de Medien vu St. Paul. Et ass die eelsten am mat Aufstand meescht geliesten Dareszeitung am Land. Man de lächte Joren hunn sech nief dem Wort eng ganz reier vollechreich Produien fest etetaléiert, déi de Gruppe St. Paul haut zu Nummer 1 an der Lützeburger Medienlandschaft machen. Dorinner beispielsweise die portugiesischsprachige Wochenzeitung Contacto, Zeitschrift Automoto, an den Teleekran, déi Lützeburger illustriert. Jüngste Member an der St. Paul Printfamilie ass de Point 24. Gratiszeitung kom 2007 op de Markt, haut gëtt am praktische Format op Deitsch an op Franzésisch. Schon 1995 dann kom die erfollegreich Internetseite Wort.lu dabei. E Norrichtesite, déi fir séier a präzis Informationoen am Text, Wort a Bild steht. 1992 dann ass der Radio DNR op Air. Eng ofwiesungsreich Mischung vun Information an Animation sind Markenzeche vum Sender. DNR, der Lützeburger Radio. Die zweet Radiochain vu St. Paul ass den Radio Latina, den ënner anderem op Portugiesisch a Franzésisch sendt. E weiteren wichtige Pili vum Gruber Standbuchedition, gerade wie de Buchhandel, iwwer de Reso vun de Libo-Librarien. Manner bekannt, ma auch ganz interessant ass die hausintern Buchbinnerei. Heigin an Handerbech speziell Abben gemach oder auch die verschiedensten Dokumenter zu Bücher zu Summe gebunden. Ma auch als Leader au Marché analyséiert de Gruppe St. Paul permanent die neuesten Entwicklungen an der sehr lieweger internationaler Medienwelt. Rezentschwerpunkte sind unter anderem Applikationen für Mobilendgeräte wie Smartphones oder die neueste Generation von Touchscreen an internetfähige Lesgeräte. St. Paul hält die immer neue Herausforderungen dynamisch und flexibel an Ugriff. Produktion von Internet-Videonachrichten dann als ein weiteres Element, das hautestar auch zu einem Printspezialist wie dem Lützeburger Wort dazu gehört. Ganz rezent ist die Entwicklung von myWort.lu, einer Internetplattform für Lokalnachrichten, organisiert nur den 116 Lützeburger Gemengen. Diese Plattform basiert sowohl auf der Mitarbeit von vielen Lokalreporter wie auch auf der Kompetenz vom Lützeburger Wort am Lokalen. Haut schaffen knapp 600 Mitarbeiter bei St. Paul. Und das kaum ein Anwohner am Land, den nicht alltag auf irgendeine Manier mit den verschiedenen Medien vom Gruber Kontakt kennt. Medien, die alltag enorm 94% von den Leuten zu Lützeburg über 15 Jahre touchieren, dummer da sind die Kloer Nummer 1. 9 von 10 Anwohner informieren sich über die Lützeburger Wort an die anderen Zeitungen, Radioschänen an Internetseiten von St. Paul Lützeburg. Den Gruppe St. Paul mit all seinen Medien, wenn ich zu Summe guckt, da sind wir auf vielen Plätzen präsent. An eng von 10 Häuser zu Lützeburg gibt irgendeine Zeitung oder Medium,
aus eisem Haus gelies oder konsultéiert, wat eng Form auch immer an das natürlich eng ganz groß Verpflichtung, die en dummer den huet. An dofir ass doch wichtig, dat den journalistisch Qualität heichhält, dat techt e gute Schwammecht vun Informationen, de Leiit eng Orientéierung gëtt gëtt an der Vielfalt vun Informationen, muss in de Leiit haut eng Orientéierung gin, muss in der Schwammechen, dat den do en guten schwammegen équilibrierte Schw, dat die Norrichten och alle Götten gepräft sinn, iwwerpräft sinn. Strewen no déser Qualitéit, respektiv no séier a präziser Informationoun, do vun der leestechte Gruppe St. Paul dann noch all der Lieden. Qualitéit vun der Nummer 1, an der zugunchte vum Lieser.